Merci, dat op deze presseconferentie komt in het dat vielleicht kein die allzu lang wird dauern mit das aber aus unserer Sicht eine wichtige Pressekonferenz, weil sie mit den Chamberwahlen zu dienen hat und mehr genau mit der Abteilung von den Mandaten zwischen den vier Wahlbezirken. Da wisst ihr, dass aufgrund vom Gesetz vom 20. Dezember 1988 aus demals festgelegt gehen, wie viele Mandate die Einzelwahlbezirke hatten, den Süden 23, den Zentrum 21, den Norden 9 und den Osten 7, so haben sich die 60 Mandate von den Deputierten abgedeelt. Die Gewichtung war fix und das bis heute auch noch immer fix blieben. Und das nie mehr geguckt, ob die dann auch Gift dem Verhältnis von den Wählern späterhin Rechnung drohen. Es zählt von den wahlberechtigten Wählern in den einzelnen Bezirken hat aber am Lauf von den Jahren geändert. Aber wenn man dann genau guckt, bei den letzten Wahlen, was den einzelnen Bezirk hat für Wähler gebraucht, für ein Mandat zu kriegen, da stellt die große Differenzen fest. So hat zum Beispiel ein Zentrum für ein Mandat zu kriegen 3008 Wähler gebraucht. Für am Süden ein Mandat zu kriegen, hat in der 3906 Wähler gebraucht. Für am Osten ein Mandat zu kriegen, hat in 4353 Wähler gebraucht. Und für am Norden ein Mandat zu kriegen, hat in 4428 Wähler gebraucht. Kann ich also so am Norden, an den Zentrum, was die zwei, die am weitesten auseinanderliegen, als Verhältnis 2/3. Die einen haben 3 Stimmen gebraucht, für ein Mandat zu kriegen, und die anderen 2 Stimmen für ein Mandat zu kriegen. Das ist das Verhältnis. Am krassten geht es, wenn man guckt, dass den Osten 30.472 Wähler hat, für 7 Deputierte. Den Zentrum, den hat 63.167 Wähler für 21 Deputierte. Also das doppelt von Wähler und das dreifacht von Mandaten. Da seid ihr am besten, wie groß die Diskrepanz zwischen den einzelnen Wahlbezirken ist. Und da seid ihr dann auch, dass dem enge Wähler sein Gewicht bei politischen Wahlen mehr wert als wie einem Wähler an einem anderen Bezirk oder umgedreht, einem Wähler aus dem Osten oder aus dem Norden, seine Stimme als Männer wert wie einem Wähler aus dem Süden, respektiv aus dem Zentrum. Wir als ADR sind der Meinung, dass das Wahlsystem, die Abteilung von den Mandaten, dass das gegen als Verfassung steht, den Artikel 10 bis, wo dran steht, les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. Wir schwätzen hier von den Lützeburgern, wir schwätzen hier von den Wählern. Und die Wähler für die Chamberswahlen sind nun mal eben Lützeburger, und wir sollen einfach hier eine Violation vis-à-vis vom Artikel 10 bis von unserer Konstitution und auch vis-à-vis vom Artikel 51, den am Anfang festhält, dass Wahlen nur die Regeln von der Repräsentation proportionell giffen aufgehalten werden. Den Akkord von Gesetz von 1988 basiert auf einem Akkord, den Demos zwischen denen quasi bis dahin praktisch ewigen Parteien der CSV, LSAP und DP von Kinas. 88 war noch kein RDR an der Chambre
und die Grünen waren an ihrem ersten Mandat an der Chambre. Es waren also sozusagen die drei traditionellen Parteien, CSV, LSAP und DP, die in demals ein Akkord in sich getroffen hat, die keinen objektiven Kriterien in der Luft mit, war einfach ein politischen Akkord. Und der Conseil d'État hat auch damals an seinem Avis vom 22. November 1988 geschrieben oder bedauert, dass nicht keine Kriterien geben bestehen für die Abteilung von den Mandaten zwischen den einzelnen Zirkonskriptionen, mit dass das just ein politischen Akkord wäre, mit kein Akkord, der basieren auf objektiven Kriterien. Wir haben eine ähnliche Situation für Jahren an Deutschland gehabt, wo ein Bürger für ein deutsches Bundesverfassungsgericht gegangen sind, an dem das Prinzip von der Gleichheit für die Wahl an dem Prinzip von der Gleichheit zwischen den Parteien geklont haben, an die an Deutschland am Anfang vom Bundesverfassungsgericht Recht kriegt, und darauf hin hat dann auch das deutsche Parlament müsste kurzfristig hier das Gesetz ändern, für den Decisionen vom Bundesverfassungsgericht Rechnung zu drohen. Heute zuletzt schon mal wohl ein Verfassungsgericht, mit mir nicht die Möglichkeit für den direkten Zugang vom Bürger auf Verfassungsgericht, sodass den Anfang müsst irgendwie an eine gerichtliche Prozedur kommen, als einzelne Bürger, und da müsst am Anfang das Gericht, die froh und Verfassungsgericht weiterlehnen, wir haben das aber juristisch klären gelassen, und das ist relativ schwer, wenn man wenig Chance für DW überhaupt und Verfassungsgericht zu kommen. Nebenbei bemerkt, als das eng von denen Frohen oder Punkten, wo wir als ADR immer darauf insistieren, dass auch die Prozeduren vom Verfassungsgericht müsste geändert gehen, für das auch den einzelnen Bürger, so wie das an anderen Demokratien der Fall ist, einen direkten Zugang zum Verfassungsgericht kennt. Da wisst ihr, dass wir als Lützburg lang kein Verfassungsgericht hatten, dass da am Anfang der Contentieux vom Conseil d'État war, den das matjugiert hat, und dass aufgrund von einem Urteil zu Straßburg, was ungefordert ging von unserem Freund Robin Mehlen am Zusammenhang mit der Procola-Urteil als Lützburg stattfand, mit den Milchquoten, wo der Empfang heute war, als Staatsrat decidierten, also nicht fortverloren, den Contentieux vom Staatsrat dezidiert tun, dass das korrekt war, und dann erst zu Straßburg dezidiert ging, dass das nicht gehen kann, dass der Staatsrat ja den an die Legislativprozedur ergreift, dass den auch riecht gleichzeitig wird. Und darauf sind, wir müssten heute zu Lützeburg ein Verfassungsgericht kreieren, aber das ist nicht mit Überzeugung von der Politik gemäht in das Verfassungsgericht, weil das dann ein halbes Verfassungsgericht, weil den einzelnen Bürger keinen direkten Zugang zum Verfassungsgericht hat. Das hätte mir gern, wenn man das hätte, könnte man die Freiheit als einzelne Bürger direkt für ein Verfassungsgericht bringen. Lo ist das aber leider nicht möglich. Dafür haben wir dezidiert, eine Proposition de loi zu machen, die man in der Zwischenzeit auch an der Chambre deponiert tun, für das Wahlgesetz vom 18. Februar 2003 für das aufzuändern, an dem wir sagen, dass alkeers 6 Monate führende Chamberswahlen oder wann eine Chambre abgelöst ging, dann eben direkt bei der Ablesung gibt Mandate zwischen den einzelnen Wahlbezirken neu berechnet gehen. Wir dürfen das System für die Mandate zu verteilen, das geholte System, wie am Anfang auch bei der Chamberswahl Mandate zwischen den einzelnen Parteien an den einzelnen Bezirken berechnet gehen. Also das Proportsystem, wo der erste Wahlgang geht, wo dann am Anfang
Zuel gerechnet gëtt, an der geht Mandat, an der gëtt nach Rechtsetzer, genauso wie Mandat bei de Chamberswahlen verdeelt geht, so giffen och halt Mandater tschen denen 4 Wahlbezirke verdeelt gin. Aber just eng Neigung drabrut, dats am Hong den Text, den man überholen, du steht dann dran, bei Stimme Gleichheit als den Ältesten gewählt, mir hun geschrieben Stimme Gleichheit als der Bezirk, den die manste Mandate huet, die gibt dann dat Mandat beibringen. Was aber wichtig ist, dass man Datei vierheven, das ist, dass man für die Wahlberechtigung Lützeburg holen. Wir holen also die Kriterien von den Elekteuren und nicht die Kriterien von den Habitants. Ich meine, an der Verfassung steht, dass für die Parlamentswahlen Lützeburger Wahl berechtigt wären. An der Verfassung steht, dass die Lützeburger für ein Gesetz gleich sind. Dafür haben wir also auch die Elekteuren geholt, die geholt gehen als Zuel für die Mandate zu verteilen. Von der Logik Mandate neu berechnen, und gebe so, man holen es proportional zu den wahlberechtigten Wählern an den einzelnen Bezirken. Und wir geben die angeschriebenen Wähler holen, wenn sie bei den letzten Wahlen waren. Da gibt man bei einer Situation kommen, dass ein Zentrum, die gibt von 21 auf 17 Deputierte raufgehen, das ist ein Zentrum, kriegt 4 Deputierte Männer. Den Osten, die gibt von 7 auf 8 raufgehen, kriegt 1 Deputierte weiter. Der Norden gibt von 9 auf 11 raufgehen, kriegt 2 Deputierte weiter. An der Süden gibt von 23 auf 24 raufgehen, kriegt 1 Deputierten weiter. Also am Klartext, ein Zentrum gibt 4 verlieren, Osten und Süden kriegt bei, am Norden kriegt 2 bei. Dann hätten wir das Verhältnis von den Wählern respektiert, und da wir Gewichtung von einem Wähler bei den Wahlen, egal an was für einem Bezirk, hat dieselben Wert. Wir haben die Proposition de loi, wie gesagt, deponiert laut dem Chambersreglement, und das ist ja neu am Chambersreglement, muss eine Proposition de loi nach dem Depot binnen 3 Monate an die Chamber kommen und dort zur Aufstimmung kommen. Das ist dann andere Werte, dass sie spätestens am Monat Oktober misst an der Chamber zum Vote kommen. Im Prinzip misst zuerst kommen wir dann das Parlament an der Vakanz, sodass es dann muss am Monat Oktober kommen, sodass man dann noch weit für Drugi vielleicht für den 6 Monate, die am Gesetz vorgesehen sind, sodass es also für die nächsten Wahlen noch applikabel wird. Wir sind der Meinung, dass wir müssen auf den Weg gehen, weil ich nicht kann einfach unholen, dass in 88 politischen Akkord gemäht hat und dass den Haut die Stimmberechtigung für den nächsten Wähler viel mehr wert als wie den anderen Wähler hier. Das ist eine Proposition, die wir, wie gesagt, gemäht tun. Ich will aber auch betonen, dass wir die nicht gemäht tun aus reinen parteipolitischen eigenen Interessen. Weil dem nur wen high berechnet, könnte man vielleicht an einem Bezirk mal einen Sitz beiwandern, aber wir können genauso gut an einem anderen Bezirk einen Sitz verlieren. Ich erinnere mich, dass wir im Zentrum als ADR Sitz tun, aber wenn das Zentrum der 4 verliert, dann aufgrund von der letzten Wahl gibt man auch das Mandat verlieren. Das ist also nicht aus eigenen Interessen, wo man die Proposition de loi macht, aber wir machen sie einfach am Sinn von der Gerechtigkeit, am Sinn vom Respekt vis-à-vis von der Verfassung, und dass Wähler so viel wert ist wie den anderen Wähler hier am Land. Das ist die einzige Ursache für Wert, dass wir das Proposition de loi gemäht haben. Es gibt vielleicht Leute, die so an Zeiten, wie wir heute erleben, wo wir eine große Finanzkrise am Staat haben, dass nicht andere Probleme gibt. Ja, sicherlich gibt es andere Probleme, aber das verhindert aber nicht, dass auch das Problem ist. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass für allem an einem Land die demokratischen Spielregeln muss respektieren, dass seine Verfassung muss respektieren,
und dass den Wahlgesetz muss an den Akklang mit unserer Verfassung setzen, und dass den alle Wähler, wie gesagt, dieselbe Rechte, alle Lützburger Wähler, in diesem Fall dieselbe Rechte wird. Und ich meine, wir sind ein Land, das viele Lektionen international durch verdelen geht, als Staatsminister, als Außenminister, sie permanent an der Welt NRW für die anderen Länder Lektionen über die Rechtsstaatlichkeit, über die Partizipativdemokratie von den Bürgern zu predigen, auch wollen zu oktroyieren. Und wir sind der Meinung, dass das alles gut ist, dass das gemäht geht, dass er dann aber gleichzeitig muss seine Hausaufgaben heim machen. Und die sind hier wie auf verschiedenen anderen Punkten, wo man jetzt nach Demokratiedefizit haben, sind die in diesem Fall sind die nicht gehen. Und dafür sollte man als Parlament da eine Korrektur am Gesetz machen, für das das Wahlgesetz konform zu unserer Konstitution ist.